Es gibt Momente, da muss ich mich zurückziehen, sonst tut es mir nicht mehr gut. Ausgesetzt sein, der Strasse, und es ist ein irres Land, oder? Es ist wirklich wirr zum Teil. Zum Teil brauche ich den Rückzug auch. Aber es ist auch schön, einfach, wir können eingestehen, hey, ich mache mit bei dem ganzen Wahnsinn und ich bin Teil davon. Irgendwie, ja, von dieser Hektik und von dem ganzen planlosen und doch funktionierenden Chaos. Wir sitzen hier in der Nähe der chinesischen Fischernetze. Es bietet einen sehr schönen Anblick. Hinter uns sind Fischerstände. Es schmeckt nicht so gut durch das, aber was war die Frage? Ich bin ein Weltenbürger und ich komme von irgendwoher. Nein, mein Name ist Christoph und ich bin aus der Schweiz. Die Schweiz ist mein Heimatland. Unterwegs bin ich seit mehr als einem Monat. Anfang Januar bin ich gestartet, bin gelandet in Mumbai und ich hatte einfach ein Hinfahrtticket, Hinflugticket. Und das ist auch jetzt noch so. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wie lange ich da bin. Und Indien ist, glaube ich, einfach ein perfektes Land zum Reisen. Und ja, deine eigenen Sehnsüchte und Abgründe und Stärken und Schwächen besser kennenzulernen. Du bist recht nackt in Indien, ist mir aufgefallen. Du verlierst... Also ich reise halt auch allein. Und du verlierst deine Identität. Oder du musst dich neu definieren, weil es hat keine Freunde da. Es hat keinen Job, wo ich mich irgendwie drin verlieren kann. Es hat keine Familie. Es hat alles ganz neue, fremde Aspekte. Und das macht halt für mich, glaube ich, schon viel aus, dass ich das Land ausgewählt habe. Am Anfang bist du einfach einmal vor den Kopf gestoßen. Also mich hat Indien aufgefressen in Mumbai, wirklich aufgefressen und wieder rausgespeuzt. Und ich musste mich irgendwann entscheiden, lasse ich mich auf das ein und lasse ich mich fressen und finde meinen Platz in dem Ganzen und versuche irgendwo meinen Weg zu machen, oder lasse ich mich nicht darauf ein. Und die Entscheidung ist klar, ich will mich darauf einlassen. Und das heisst im Konkret, ja, es gibt natürlich tausende Beispiele, die das im Alltag beschreiben würden, aber das ist jetzt schwierig, da etwas aufzuzeigen. Es heisst für mich einfach immer wieder, mich ergeben und meine eigenen Prinzipien aufgeben und über Bord fallen und Neues wagen. Also nur schon das neue Distanzverhalten der Menschen da. Die Art, wie sie sich bewegen, die Art, wie sie dich ansprechen, wie sie dich anschauen, wie sie dich einfangen. Und nur schon das ist eigentlich unterschiedlich, weder in der Schweiz oder weder in dieser Kultur oder in den Kulturen, wo ich bis jetzt gewohnt war. Ich mache zum Beispiel keine Fotos, ich fotografiere nicht. Ich schreibe ab und zu etwas von dem, was ich erlebe. Oder eben spiele einfach ein bisschen Gitarre. Und das ist so meine Art, die ganzen Erlebnisse zu verarbeiten. Aber ich hoffe natürlich schon, dass das Ganze irgendwie in meinem Leben eine Veränderung wird bringen, auch in der Schweiz. Also ich denke auch in Indien viel über die Schweiz nach und über mein Leben nachher in der Schweiz. Das ist schon so. Es ist Sicherheit aufgeben, Reisen. Es ist irgendwie jeden Tag wieder neue Fixpunkte setzen und Mahlzeiten suchen, auf mich allein gestellt sein, eine Unterkunft suchen. Es sind neue Schwerpunkte, oder? Das, was daheim irgendwie natürlich ist auf Reisen nicht mehr gewohnt. Und musst du immer wieder Energie rein investieren, dass es eben
vorhanden ist. Also das Negativerlebnis ist leider dort, wo ich krank war. Also ich war zweimal krank mit Fieber und halt im Ganzen drum und dran, Erbrechen und Durchfall und starke Kopfschmerzen und Schwächegefühle und so weiter. Wo ich wirklich zweimal einfach 2 Tage im Nest gelegen bin und im zweiten Mal wirklich fast Todesängste gelitten habe, weil ich allein war und irgendwo in einem Nationalpark in meinem Zimmerli und keine Ahnung, was es jetzt ist. Ist es Malaria? Ist es irgendeine gefährliche Krankheit? Und wenn du allein bist, dann ja, bist du irgendwo schon näher in die Teufelsküche. Das war ein deftiges Tief für mich. So. Ja, schöne Erlebnisse gibt es jeden Tag mittlerweile. Es gibt jeden Tag Momente, wo ich finde, okay, ich bin dankbar, da zu sein. Und ich bin dankbar, das alles zu erleben. Und ja. Ja, ich träume sehr viel. In Indien träume ich eigentlich jede Nacht. Das ist sehr schön. Das ist ein anderer Aspekt, was Reisen so schön macht. Aber ich könnte dir jetzt nicht von einem grossen Traum erzählen. Es ist mehr, dass ich irgendwie hoffe und jeden Tag mir wünsche, dass ich einfach bewusst leben kann. Das sind irgendwie Basics, meine Bedürfnisse befriedigen. Ja, ich glaube, da befriedigt jemand sein Bedürfnis.